Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Hier finden wir schon mal gleich einen Kadaver, den Missionar Jogby. Den können wir plündern und finden einen Brief. Neuer Codex-Eintrag, Brief an Jogby, neue Quest, der Missionar. Du hast in der Nähe des Eingangs zur Korcari-Wildnis einen Leichnam gefunden. Er hatte einen Brief bei sich, in dem ein Weg durch die Wildnis beschrieben wird, der den Verstorbenen zu seinem Treffpunkt mit seinem Vater führen sollte. Genauere Informationen findest du in den Aufzeichnungen, ein Brief an Jogby. Okay. Questbezogen haben wir jetzt hier auch neu gekriegt, ein Brief an Jogby. Mein lieber Sohn, es erfüllt mich mit Freude, dass du in meine Fußstapfen treten und das Wort des Erbauers zu denen bringst, die nicht erleuchtet sind. Allerdings hättest du dir dafür einen ungefährlicheren Ort aussuchen können. Verzeih, dass ich bereits in die Wildnis aufgebrochen bin, Sohn, aber ich wollte schon mal ein Lager aufschlagen und mit der Arbeit beginnen. Die Jacint haben Respekt vor jedem, der sich in der Wildnis behaupten kann, und ich will vor deiner Ankunft eine Abmachung mit einem dortigen Stamm treffen, damit wir ein paar Freunde haben. Du wirst feststellen, dass es schwierig ist, sich in der Wildnis zu orientieren. Ich habe unten ein paar Punkte aufgelistet, denen du folgen solltest. So gelangst du zu einem Ort, an dem ich Vorräte für dich hinterlassen habe. Wenn du dich verirrst, geh dorthin zurück. Ich finde dich dann schon. Hier nun die Orientierungspunkte, beginnend mit Eingang zur Wildnis bei Ostagar. Suche nach einem Baum, der an der Ruine eines Gebäudes lehnt. Gehe unter einer umgestürzten Baumbrücke hindurch. Gehe an einem versunkenen Turm zur Rechten vorbei. Halte Ausschau nach der Ruine eines hohen Rundbogens und einem moosbewachsenen Stein. Gehe einen Weg aus Wurzeln und Steinen entlang. So nach zwei großen Statuen, zwischen denen eine Truhe steht. Dort ist unser Treffpunkt. Ich liebe dich, Jogby, mein Sohn, und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Dein Vater Rigby. Alles klar, gut. Wissen wir Bescheid. Kommen wir sowieso drauf vorbei. Sterbender Soldat. Gehen wir einmal hier. Hallo, sterbender Soldat. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. Wir haben keine Zeit dafür, gehen wir. Wir könnten euch zurückbringen. Wir sollten zumindest mal versuchen, seine Wunden zu verbinden. Könnte uns so nützlich sein mit Informationen. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. Ja, okay, dann schlepp dein Kadaver zurück. Dann kannst du andere eventuell noch Infos weitergeben. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? Kriegen wir ein bisschen A dozen? Angst? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. Ja, wie war das mal? Ein weiser Mann hat mal gesagt, alles was vorm Aber steht, stimmt nicht. Ihr vergesst, dass ich Magie beherrsche, uns wird nichts geschehen. Ja, für mich klingt ja wie ein Feigling, genau. I am simply trying to stay alive. You do not see me fleeing, do you? A bit of fear isn't unnatural, you know. Few relish meeting Darkspawn up close. I know I don't. Es sieht ja aus, als sei ich der einzige echte Mann eben mit solcher Kampfweiber-Sprüche kommt man auch nicht großartig weit. Bestärkt auch wieder nur Leute im Sexismus, sowas lassen wir mal sein. Bringen wir es einfach hinter uns. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Okay. Schade, ich habe eigentlich gedacht, er gibt uns noch irgendwas, wenn wir ihn heilen, aber offensichtlich nicht. Ah, da ist endlich von einer Blume, noch den wir suchen sollen für den Hund. Auf Totholz, wie er es gesagt hat, der Hundemeister. Gut. Also die Quest haben wir schon mal erfüllt. Oh, da kommt dunkle Brut. Hurlock. Oder Hurlock. So, dann haben wir schon mal eingeeist.
Moment. So, Kerl. Very well. Gut. Fläschchen mit Blut der dunklen Brut und Wundumschlag. Ups, da schießt noch einer auf uns. Der Genlock. Offensichtlich mehrere. Come, let us end this. Sehr schön. Es sind noch mehrere von denen, ja. Okay, die Krieger machen das dann schon. Ich kann nur von hinten koordinieren. Bei dem finden wir noch einen Wundumschlag. Noch verschluckt vor lauter Gut. Gut, was sind denn die noch bei sich? 41 Kupfer, anhaltende Fähigkeiten. Anhaltende Fähigkeiten reservieren bei ihrer Aktivierung Mana oder Ausdauer und bleiben so lange wirksam, bis sie deaktiviert werden oder das Mana, die Ausdauer des Charakters erschöpft ist. Du kannst eine anhaltende Fähigkeit manuell deaktivieren, indem du sie in der Schnellleiste einfach erneut mit der linken Maustaste anklickst. Bitte beachte, dass einige dieser Fähigkeiten wie defensiver Schuss und schneller Schuss nicht gleichzeitig aktiv sein können. Okay. Gut, Wundumschlag und schwacher Umschlag. Fläschchen mit Blut der dunklen Brut und 55 Kupfer. Jawohl, die Steuerung ist Quark. Kreaturen. Genlocks sind die meistverbreitete Form der dunklen Brut unter der Erde, untersetzt, zäh und sehr schwer zu töten, selbst mit Magie. Hurlocks sind größer als ihre Verwandten, die Genlocks, nämlich etwa menschengroß. Allerdings weitaus stärker und ausdauernder. Sie bilden die Einsatztruppe der dunklen Brut und ein einziger rasender Hurlock kann durchaus mit mehreren Gegnern gleichzeitig fertig werden. Hurlocks verewigen in groben Tätowierungen ihre getöteten Feinde und Heldentaten, wobei nicht bekannt ist, ob ein uniformähnliches Regelwerk zugrunde liegt. Okay. Todeswurzel hätten wir hier noch. Gehen wir doch mal hier. Ah, du baumeln wieder ein paar. As you say. Ah, geht doch nichts über so Deko, oder? So 3 in Rüstungen aufgehängt. Wobei das eigentlich Quatsch ist. Ich würde niemand in Rüstung abmurksen und dort hängen lassen. Weil es ist Ausrüstung, die ihm effektiv flöte geht. Ah, da können wir auch rübergehen. Also kleine Gewässer sind anscheinend kein Problem, aber hier ist es schon ein Problem. Ups. Da ist wieder was. Okay. Musik wie Sau. Na dann. Oh ja, da sind wieder ein paar von denen. Warten wir doch mal, bis die kommen. Und das war ins Leere. Satz mit X war wohl nix. So. Gut, den haben wir noch. Und den da noch. Nicht I schlecht. shall do it. Großer fehlerhafter Geistkristall, den brauchen wir später noch für einen Charakter aus dem Exklusivpaket. Schwacher Wundumschlag, den können wir nicht flattern, wie es aussieht. Upsi! Genlock Schurke, Scheißkerl. Oh, da ist noch einer. Mistkerl. Also ich muss sagen, als Magier bin ich hier durchaus noch jemand von denen, die richtig gut abgehen können, was der Schade angeht. Irgendwas grunzt hier noch in der Nähe rum, oder war das der sterbende Genlock? Hoffen wir's mal. So, da hätten wir hier noch Zeug zum Plündern. Holzkichtel mit dem eisernen Ring, der macht allerdings nichts. Da braucht man unseren Bursche. Fähigkeit unzureichend. Was kannst du eigentlich? It is begun. Kleiner Schild Escher Very well. und Tiefenpilz. Na gut. Hey, ey, 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 wer schießt dann hier auf uns? Sausack? Hey. Dort irgendwo, Moment. Ach, da ist wieder so ein Genlock Schurke. Scheißkerl. Okay, das sind Wölfe. Kann ich denn flattern? Nö. Und die kämpfen gegen dunkle Brut. So.
12 wieder. Vom Skelett kann ich noch das Pelzler abfleddern. Fläschchen mit dunkler Blut. Okay, da hätten wir eigentlich alles. Was die Blutdinger angeht, haben wir alles. Ja, wir holen uns trotzdem Nummer 1. Missionar Rigby. Ah, das ist der Vater. Rigbys letzter Wille und Testament. Das gucken wir uns auch mal gleich an. Der Missionar. Du hast in der Nähe des Eingangs zur Kokari-Wildnis einen Leichnam gefunden. Er hatte einen Brief bei sich, in dem ein Weg durch die Wildnis beschrieben wird, der den Verstorbenen zu einem Treffpunkt mit seinem Vater führen sollte. Ah ja, Quatsch, das war das. Bei einem Leichnam in der Kokari-Wildnis hast du den letzten Willen und das Testament eines Mannes namens Rigby gefunden. Finde die Schatulle, die in seinem letzten Willen erwähnt wird, und bring sie zu Jetta nach Redcliffe. Quest bezogen. Rigbys letzter Wille und Testament. An den, der auch immer diese Zeilen findet. Dies ist der letzte Wille und das Testament des Missionars Rigby, stolzer Verkünder des Wortes des Erbauers. Ich bin in die Wildnis gekommen, um den Gesang zu predigen, aber ich fürchte, ich werde hier durch die Hand der dunklen Brut sterben. All meine Habseligkeiten vermache ich meiner Gemahlin Jetta. Sollte der Finder dieser Zeilen mildtätig sein, so kann er eine verschlossene Geldkassette vergraben in unserem Lager finden, das in einer Tewinter-Ruine am westlichen Rand der Wildnis aufgeschlagen ist. Sie soll meiner Frau in Redcliffe überbracht und zwar immer noch versiegelt. Überbracht werden wahrscheinlich, ne? Ich entschuldige mich bei meiner Frau und meinem Sohn dafür, dass meine Arbeit mich ihnen wegnimmt, aber zumindest weiß ich, dass ich im Dienste des Erbauers mein Leben aushauchte. Herzlichen Glückwunsch. Jo, ist das hier wieder etwas... Ja, kann er das wenigstens knacken? Das gibt's doch gar nicht. So eine Gurke. Der absolute Lutscherschurke. Kann gar nichts. Okay, westliche Kokari-Wildnis, das heißt, hier sind wir wohl falsch. Dann suchen wir doch mal nach dem Ding. Also Vater und Sohn sind beide hier draufgegangen, wie es aussieht. Nicht gerade sehr erbauend. Look So. there. Poor slobs. That just seems so excessive. Ja gut, also dann hätte ich wenigstens die Rüstungen abgenommen, bevor ich sie aufgehängt hätte. Also so viel Ordnung muss sein. Und die Ausrüstungsgegenstände kann man immer noch gebrauchen von deiner. Denke ich. Wir können es leider nicht nochmal abnehmen. Weil die Rüstungen sahen ziemlich nützlich aus und ziemlich schwer. Für so einen Krieger durchaus praktisch. So, da können wir auch noch entlang watscheln. Aber bringt uns auch nichts Großartiges, da ist nichts. Dann weiter, ne? Immer weiter. Da ist wieder irgendwas. Jo, da sind sie. It's a trap. So, die machen hier aber Moment. Theoretisch müsste ich da mal mit hoch. Und zwar stehen die so schön in einer Reihe, die Idioten, dass man dort den Zauberschär anwenden kann. So, der hier noch. Okay, der hat noch einen Rundumschlag bei sich. Also ich muss sagen, die Zauber hauen dann doch ziemlich gut rein bei der dunkle Brut. Und der hat noch eine 50 Kupfer bei sich, die haben nix mehr. Ah, das sieht auch noch eine Tewinter-Ruine aus. Also da könnte man Glück haben. Könnte das sein, oder? Ist auch noch Darkspawn? Natürlich. So. Gut, die gehen natürlich sofort auf mich. Das kriegt er doch so ab. Sehr clevere Taktik von der Art der Magier, alle zurückzulassen hin. Dafür gibt es noch ein Level. Und was wurschtelt hier noch rum? Genlock und Hurlock. Ich kümmere mich um den Bogenschütze. Und auf der Nummer drauf. Dann hat sich das auch erledigt. Sehr schön. Ein Level gab es noch für uns. Oh, da würde ich sagen, die Klugheit setzen wir mal um 2 Punkte hoch und die Magie um Enna. Dann, was machen wir dann hier nochmal Schönes? Tja, das machen wir erst später. Ich würde sagen, wir gehen auf die Frostwaffen. Jetzt haben wir nämlich mal endlich Verbündete, bei denen wir das Eis setzen können. Aber
Frostmagie zu Frostmagie und so weiter und so fort. Irgendwann sollten wir mal in Feuerskiller für den Feuerball. Der ist nämlich auch sehr nützlich als Kampferöffnung. Ah, da ist es doch, verstecktes Lager. Dafür brauchen wir noch nicht nur einen Schurke. Die Truhe können wir so öffnen. Nietenbesetzte Lederrüstung, Tongötze und Rigbys Tagebuch. Neuer Tagebucheintrag, Zeichen der Jacint. Zeichen der Jacint. Ist das von dem? Ja, von Rigby. Das heißt, ich muss ihn auch wieder so vorlesen. Die Barbaren der Jacint sind durchaus klug. Sie haben auf den Pfaden der Wildnis mit Steinen geheime Zeichnungen und Markierungen angelegt. Damit kennzeichnen sie Wege und interessante Orte und geben Warnungen, die nur ihre Stämme zu deuten wissen. Für das ungeschulte Auge sind sie von gewöhnlichen Steinhaufen nicht zu unterscheiden. Ich habe meine Zeit der Entzifferung dieser Zeichen gewidmet und glaube, dass ich kurz vor dem Durchbruch stehe. Die Wegmarkierungen deuten auf eine Horde oder auch nur einen Ort hin, an dem die Jacint eine geheime Lagerstätte errichtet haben. Ich habe allerdings nur einen Teil der Nachricht gefunden. Wäre sie vollständig, könnte ich das Lager ausfindig machen und herausfinden, was für einen Schatz die Jacint verstecken. Ein solches Zeichen ist auch nur in der Nähe dieses Lagers, unter einem umgestürzten Baum, der an einer Ruine gelehnt ist. Jedes Zeichen scheint auf ein oder zwei weitere hinzudeuten. Das heißt, eine Horde der dunklen Brut würde sich nähern. Hoffentlich finde ich den Schatz, bevor es zu spät ist. Auszug aus Rigbys Tagebuch. Ist ihm offensichtlich nicht gelungen. So, nietenbesetzte Lederrüstung wäre vielleicht was für unseren Super-Schurke, aber eigentlich können wir es auch für uns behalten. Das gibt 10 Kälteresistenz. Behalten wir einfach mal alles für uns. Ich möchte nämlich auch später Alistair nicht unbedingt in meiner Gruppe mit dabei haben. Der ist von der Gesinnung her eher, sagen wir mal, chaotisch gut. Und ich möchte ihn eigentlich nicht bei mir haben, um ehrlich zu sein. Very well. Verstecktes Lager. Du durchwühlst den Schutt und findest Rigbys Geheimversteck. Darin liegt eine mit Wachs versiegelte eiserne Schatulle. Das bringen wir nicht. Das knacken wir und behalten's. Amulett und eine Notiz. Okay. Weiter. Okay, dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie hoch die Belohnung wäre, wenn wir es einfach ehrlich zurückgeben würden, aber wir sind ein böser Charakter, insofern. Amulett und Notiz. Halte mal eine Gaula, ist doch bestimmt ja bei Quest bezogen oder so. Nett mit dabei, okay. Erhaltene Gegenstände, Quest absolviert. Ist dann hier irgendwie Quest bezogen? Blume der Wildnis. Amulett der Geliebten. Ein wunderbares Amulett, wie es eine Ehefrau ihrem Gatten schenken würde. Okay. Tja, sieht wohl nicht so aus, als hätte man da einen großartigen Nutzer draus gezogen, um ehrlich zu sein. Okay, dann eben nicht. Was sagt die Quest dazu? Der Missionar. Ne, okay. Hat keinen Nutzer für uns. Da müssen wir die Frau anscheinend aufspüren, wenn möglich. In Redcliffe und geben sie halt Nimi-Ufer siegelt. Ja, da haben wir dann, ups, Wegzeichen der Jacint. An denen können wir uns auch orientieren, an den Dinger. Wo ist es dann? Hier. Büb, büb, büb. Alles klar. Hier ist nichts weiter. Ah doch, da ist noch mal eins. Wegscheißen der Jacint. Gut, das war anscheinend wichtig. Also wieder hier hoch. On. As you say. What's this? Büb, büb, büb. Hier noch was? Elfenwurzel. Ah ja, da können wir hier auch wieder die Brücke schlagen zu dem Gebiet. So. Dann dürften wir jetzt wieder relativ am Anfang sein, ne? Sieht so aus, ja. Das war die Karawane, die da, oder der Soldatentrupp, der überfallen wurde. Da geht's wieder an unserem Galgebaum vorbei. Ich mag nur noch mal gucken, ob auf dem Weg möglicherweise noch so Wegezeichen der Jacint ist. Das ist ja da, wo es uns genau wieder zum Lager rüber führt. Da ist nix. Da hat uns die Darkspawn überrascht. Da ist noch eine Elfenwurzel. Die pflücken wir natürlich auch nochmal pflichtbewusst. Jo, da ist er. Joink. Kein Wegzeichen der Jacint hier und hier anscheinend auch nicht. Tja, dann gehen wir dann mal den Weg weiter. Da ist wieder eins.
Ja, die sind auch immer mit dem X hier schön markiert. Und da kommen wieder die Genlock-Schurke. So, wir wenden mal Frostwaffen an. Damit unsere Jungs nochmal zusätzlich Kälteschade verursachen. Und Saphir. Der ist bestimmt was wert. Gut, ja, Frostwaffen lassen wir auf jeden Fall mal aktiv. Very well. Weil so verursachen unsere Jungs noch zusätzlich mehr Schade. Das ist nicht zu verachten. Da ist wieder Wegzeichen. Und macht er wieder der Wip. Looky here. Dann hätten wir hier die Wurzelsteinwege, die in dem Brief erwähnt waren. Und jede Menge Wölfe. Wolf. Ah, Alpha-Wolf. Okay. Stürzen wir uns doch gleich mal auf der Alpha-Wolf. Was wir vielleicht machen sollten, wäre Lyrium-Trank hier noch reinzupacken auf die Schnellleiste. Und eventuell noch einen schwachen Wundumschlag. Wobei, nehmen wir den normalen Wundumschlag. Das könnte noch schaden. Ich brauche nämlich wieder ein bisschen Mana. Und dann können wir gleich wieder weitermachen. Und so. Der Alpha-Wolf hat noch einen starken Lyrium-Trank. Aber kein Wolfsfell. Im Gegensatz zu seinem normalen Rudelgefährte. Okay. Gut, dann müsste jetzt hier auch die, jawohl, eiserne Truhe sein, die der Vater für seinen Sohn hinterlassen hat. Das plündern wir gleich. Flachklinge der Jacint. Okay, das können wir nicht tragen. Ist ein Zweihänder, ein Hammer ist zweihändig und ein Brief. Abschiedsbrief an Jogby. Lesen wir natürlich. Mein lieber Sohn Jogby. Ich fürchte, das wird mein letzter Brief an dich sein. Ich hatte Schwierigkeiten, die Jacint zu finden, um ihnen das Wort des Erbauers zu bringen. Ich fand nur Beweise ihres Aufbruchs. Sie scheinen die Gegend in großer Eile verlassen zu haben, vermutlich auf der Flucht vor der sogenannten dunklen Brut, die sich angeblich in der Wildnis in wachsender Zahl sammelt. Ich habe dir eine Waffe zurückgelassen und alles andere, was ich entbehren kann, mein Sohn. Ich werde nach dir suchen, sobald ich einen sicheren Platz gefunden habe. Hoffentlich bleibst du unversehrt. Mit etwas Glück treffen wir uns wieder. Wenn du deine Mutter siehst, dann sag ihr, dass ich sie liebe. Ich kümmere dich um deine Familie. Dein dich liebender Vater Rigby. Tragisch, tragisch. Na gut, dann hätten wir die Quest eigentlich erledigt, genau. In der Korkari-Wildnis haben wir jetzt mal nichts mehr weiter. Ansonsten würde ich sagen, wir schlagen noch die Brücke in das Gebiet, was wir schon gemacht haben. Da ist nämlich auch ein Wegzeichen der Jacint. Bei der Truhe, ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. Da müssen wir nochmal immer hochkraxeln. Und der Owe ist dann eigentlich auch perfekt, um einen Cut zu machen. Da können wir nämlich hier wieder das Gebiet schließen und können dann weiter in die Wildnis vordringen. Aber das ist dann wieder so eine Sache für Übermäuer, ihr liebe Leid. Also, hoch, Wegzeichen aktiviere. Da macht's wieder der Wip. Und flöte dir einen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ihr liebe Leid, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Na, soweit wie der Kampf hier war, kann ich noch gehen. Die steigen noch nicht mal im Level auf, die 2 Kasper. Na, großartig. Das heißt, der Typ hat noch nicht mal irgendwelche Schlösserknackfähigkeiten, die er verbessern kann. Großartig. Dotra merkt man der wahre NSC. Aller Hopf. Dann speichere ich an der Stelle. Das war nämlich meine letzte Episode für heute, die ich auch mache. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder.
Iron Yankee.